zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal mit einem neuen Vlog, wie wir wieder gehen Kart fahren, beziehungsweise wir machen wieder 2 Stunden Turbo-Kart-Rennen mit den Unsafe Bros. Mit unter anderem ist der Simi dabei, der Levin ist dabei, ich bin dabei und noch 2 neue Leute sind dabei, der Benny und der Nils, die arbeiten beide mit mir zusammen in der gleichen Bude. Darum, wir sind mal gespannt, was wir jetzt mit dem neuen Team können reissen an diesem Event. Ich freue mich richtig drauf, endlich mal wieder das Turbo-Kart-Rennen. Das letzte war ja irgendwie letztes Jahr im Juni gewesen. Nachher haben wir nie ein Team zusammenbekommen, beziehungsweise es hat halt einfach nie so richtig gepasst zum Mitmachen, aber jetzt, heute Abend machen wir mit. Ist auch noch ein Nachtrennen, also es geht in den Abend rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich lasse jetzt mal das dunkle Visier drauf. Ich hoffe, das wird jetzt nicht ein Nachteil werden, wenn es ein bisschen dunkler wird, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Und ja, dann würde ich sagen, wir legen los, ich mache mich so parat und dann sehen wir uns gerade an der Kartbahn mit. Welcher ist das? Den haben wir unsafe, Bro! Oh Nils. Oh Nils. Jetzt zieht er eine Niete. Hallo Dominik! Und dort haben sie 2 neue. Oh, meine Handschuhe! Schnell! Hose! Mein Rucksack! Ich habe gar nicht gemerkt! Schau, und dann läuft er noch so leger. Säck! Ja, hoffe ich noch kein Mund. Klaus! Steering Wheel! Come on! Come on! Move! Steering Wheel! Parat, Benny. Musst du aufnehmen, gell? Ja, du nimmst schon auf. Er hat schon gedrückt. Ja, du nimmst auf, ja. Immer Flat out, gell? Senna.
Henki parat. Ja. Mal schauen, ob ich etwas gesehen habe nachher. Aber wir schon schauen. Ah ja, der geht schon noch. Es wird schon ein bisschen dunkel, aber geht schon noch. Geht schon noch. Ich nehme ja meine Brille mit dabei. Das wird easy geil. Ja, da wird schon gut. Das wird easy geil. Aber ich bin da nicht dran. Ja, der ist viel zu groß. Was, der? Ja. Nein. Gut, Matthias. Ich glaube, ich habe abgestellt. Keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht läuft es noch. Alter, meine Arme. Ja, ich glaube schon. Der Zeter ist richtig. Ich glaube schon. Wo denn Nils? Wo denn? Oh, weißt du von mir was? Ja, wie die Stimmung ist, wie gefahren ist, wie es gesehen. Das war super. Nein, es ist eigentlich nur geil zu fahren. Aber meine Arme, irgendein ist jetzt da unten. Fast nur noch haben. Ich glaube, einer hat ja am Anfang überholt. Aber ich glaube, ganz am Schluss haben wir gerade wieder weg. Weiß nicht. Sonst ist geil.
Und? Bist du bereit? Ja. Ich weiß zwar noch nicht, wie es wird, aber ich bin parat. So, dass ich keine Pushleppen fahren kann, stört mich schon ein bisschen. Ja, jetzt hast du genug Zeit. Ich würde am Anfang würde ich voll pushen und danach würde ich es einteilen. Ich brauche wahrscheinlich 1-2 Runden einlaufen und dann mache ich. Ja. Ein bisschen ein Gespür bekommen. Ja. Levi, erzähl mir, wie ist es? Ja, ist nicht so gut gewesen. Ich glaube, ich habe Rechtszeit verloren. Also der vor mir ist immer weiter weggezogen. Und am Schluss meine Hände haben einfach aufgegeben. Schon anstrengender, gell? Hey, ich konnte das irgendwann nicht mehr richtig heben. Aber mir hat es noch gedacht, das ist noch gut verträglich. Also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Nein, Von den Arm her. Das ist ein riesen Unterschied zu dem vorher. Ja, das schon, ja. Aber weißt du, so, ich denke, es wird viel schlimmer sein, auf die Länge raus. Weil du kannst also normalerweise fast nur 15 Minuten. Gegen den Schluss gewöhnst du dran, aber es ist schon einfach anders. Also Benni, bist du bereit, eh? Hammer Time. Hammer Time. Ja, mit dem Helm kommt Einfach, jetzt einfach bis am Schluss, Flat out, gell? Jetzt runter. Aber was sagst du? Ah, ich bin schlecht. Hast du das Gefühl, du bist nicht so schnell gewesen? Ich bin schlecht. Aber würdest du sagen, der Karte hat die Leistung verloren? Ich würde schon sagen. Würdest du sagen? Aber schwierig zu sagen, gell? Also ich habe keine Ahnung, wer gegen mich fährt. Ja. Nur Indizien wie Speed ist. Ich habe nur gemerkt, aus der Kurve raus, du gibst Gas, es kommt nicht auf der geraden Fahrt. Jetzt habe ich sowieso ein Defizit gehabt. Nein. Nein.
aber wieder auf jetzt. Äh, 51 tief am Schluss. 51,5. Oder nicht tief, irgendwie. Ich glaube, es geht 51,3, 4. Ja. Ich habe keine Chance mehr gehabt. Ab und zu bin ich mal wieder der vor mir dran. Ja, der wäre gerade eine Position vor uns gewesen. Ja, Aber gleich, bist du gut gefahren. Ja. Hast du ein bisschen warm gehabt? Ja, Alter, die Schweiz war dabei. Ja, ich habe mir auch gerne mega geschwitzt. Ich habe mir Rücken. Aber es war gut gewesen. stark gemacht. Das Team auf dem Team Carry, das ist im Rucksack gegangen. Pass auf, vielleicht jetzt über etwas hast. Nachher wird es fragen. Oh, jetzt ist es gerade ruhig. Nein, ich muss. Hände sind brutal. Hemd sind brutal. Brutal geht Junior. Mit der Zeit, jetzt, hey, und dem Levin sind auch, mir ist die ganze Zeit das Visier beschlagen. Ich bin nur mit beschlagenem Visier. Hey, ich habe einen Scheiß gesehen. Einen Scheiß. Also wirklich. Ich habe ganz langsam plötzlich von Schnaufen Zeit in der Kurve habe ich mir die Luft angehalten, damit ich durch die Kurve noch etwas gesehen habe. Und bin gerade so. Alter, wo ist eigentlich mein Rucksack? Wir haben alles davor. Es sind dann plötzlich Karten rausgestochen, die ich auch nicht damit gerechnet hätte. Da darf ich sicher mal ein grosses Kompliment machen an die Herren, die leider sehr viel Pech hatten. Mit der Kartnummer 52 und nachher haben sie mit dem 55 fertig gefahren. Haben aber die absolut schnellste Rennrunde von heute mit 49,889. Ein riesen Applaus mit Fastest Lap für Bitschiff. Heute ist noch ein bisschen speziell, aber das ist eigentlich gut für euch, schlecht für mich. Normalerweise kommt jedes Team eine Medaille über von uns. Ist ein Goodie. Eine Medaille pro Team. Die haben es leider nicht pünktlich zu uns geschafft, weil unser deutscher Lieferant es leider nicht fertig gebracht hat. Gut für euch ist, es kommt von mir aus, weil ich euch schätze, weil ihr wirklich uns treu bleibt und unsere Rennen immer füllt. Ich drücke heute jedem, der mitgefahren ist bei uns, einen Gutschein in die Hand im Wert von 52 Franken. Das ist eine Fahrt mit dem Turbokart. Sozusagen eine Einladung, um mal vorbeikommen trainieren oder mit Spendli vorbeikommen. Aber ich glaube, schlussendlich haben wir von so etwas mehr wie von einer Medaille, die irgendwo in der Garage oder am Kühlschrank hängt. Einfach nur, dass ihr wisst, für den Fall, dass jemand schon abgeschlichen ist, müsst ihr mir sagen, es gibt für jeden, der heute teilgenommen hat, einen Gutschein, weil wir keine Medaille mehr haben. Dann haben wir auf dem 14. Platz. Das sind mittlerweile sehr gute Kollegen von mir und ich hätte es ihnen heute wirklich gegönnt. Mit dem ganzen Equipment, das sie immer anreisen. Und sie
Sie machen so viel gute Werbung für uns. Sie sind in der ganzen Schweiz auf allen Kartbahnen unterwegs letztes Jahr. Wenn ihr mal Interesse oder Zeit habt, würde ich ja gerne mal ein bisschen Werbung für Sie machen. Der Kasel und seine Kollegen führen YouTube-Channels, TikTok-Kanal, Instagram, ein bisschen alles, glaube ich. Und die machen da wirklich super sympathische Scheiben. Sind immer sehr nett zu uns in ihren Videos. Ich tue sie aber nicht bestechen, ich probiere es jetzt. Darum einen riesen Applaus und ich hoffe, dass ihr da ja auch mal in eine Bombenkarte hockt, unsere Unsafe Bros. Wie viele das sind wir? 5. 1, Oder? 2, 4, 5. Dann haben wir auf dem 13. Platz. Sie haben dort auch zu kämpfen gehabt, sind schon länger nicht mehr dabei gewesen, haben ein bisschen mit ihnen geschwätzt. Es war wahrscheinlich ein eine Mischung aus nicht so gutem Kart und schon länger nicht mehr bei uns richtig reingeheizt. Aber ich finde es cool, dass sie gleich noch ein bisschen vorgekommen sind. Ein riesen Applaus für das 61. Ich hoffe, es war nicht so eine Kartastrophe heute. Aber ich hoffe, es hat Spass gehabt. Dürfen wir auch vorkommen. Ein riesen Applaus. Darum das nächste Mal bitte an Fortuna Kartsportbänder, dass auch sie mal eine gute Nummer ziehen. Ein riesen Applaus für unsere Left Breakers im 50. Ja, konstant schlechte Karten. 65 für Negri Racing. Dann haben wir auf dem 8. Rang mit dem 67, wo den Teamnamen übernommen haben von Familie, Kollegen oder einfach per Zufall. Aber wir haben früher schon mal ein Team gehabt, so geheißen hat. Eingeschlagen wie eine Bombe heute. Mit drinnen in der Mitte, ich würde sagen, man kann auch schlechter abschliessen. Ein riesen Applaus für unsere Sonntagsfahrer. Normalerweise auch weiter vorne anzutreffen, aber heute in einer neuen Konstellation. Und sie haben heute alles probiert, um den Kart schneller zu machen. Mir ist nicht gegangen, aber ein riesen Applaus für unsere Kolbenfresser. Dann haben wir auf dem 6. Rang. Habe ich auch richtig Freude gehabt, weil sie machen auch immer wieder mit und sind normalerweise auch immer ein bisschen durchmischt, aber heute sind sie sackstark dabei gewesen, haben ihrem Namen alle Ehre gemacht. Mit dem 62 die Überall GmbH. Kommen wir zu den Top 5 Platzierungen. Sind normalerweise auf dem Podest anzutreffen, aber heute haben sie ein bisschen mit Verpflegung und Sandwiches zu tun, sind ein bisschen abgelenkt gewesen. Ich glaube, der Herr Furler macht das gute Brötchen. Ich gratuliere dem Team Vollgas. Dann haben wir auf dem 4. Platz schon wieder am Podest vorbei. Herren, euch möchte ich es wirklich auch mal gönnen. Das nächste Mal muss ich euch verstoßen. Nein, wirklich, sie sind auch, springen ein, sind rum, wenn sie es braucht, bringen noch ihre Brüder, wenn wir zu wenig Leute haben. Also wirklich, mehr kann man nicht machen. Ein riesen Applaus, sie haben gekämpft heute, sie sind im Quali super schnell, im Training, im Rennen hat es nicht ganz gelangt. Low Budget Racing! Dann kommen wir zu den wichtigsten Plätzen heute. Wir haben auf Bronze, 3. Platz. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal auf dem Podest waren, aber es freut mich, den Namen auf dem Podest zu lesen. Ein riesen Applaus, komme ich Hunger über, für unsere Schokipflüge. Sorry Herren, es geht heute leider nicht so schön mit Podest und Karten, weil wir wegen der Rennveranstaltung halt ein bisschen eingeschränkt sind. Und ich bin auch ein bisschen eingeschränkt, da gebe ich zu. Dann haben wir auf Silber, 2. Rang. Für die das Gefühl haben, der Mike hat den wieder geholfen, nein, haben wir nicht. Sie haben wirklich Pech gehabt. Der Kart ist statt besser immer schlechter geworden. Dann bin ich damit gefahren. Ich habe das Gefühl, irgendetwas ist komisch. Längen unter den Sitz ziehen. Was immer noch da haben, eben Ölverlust, irgendwann wieder dicht Platz zu sein. Sie haben den längsamsten von den 4 Ersatzkarts bekommen und sind trotzdem auf den 2. Platz zugefahren. Darum
Ein riesen Applaus. Sie sind einfach mit jedem Kart schnell. Ich glaube, sie würden dann mit dem Velo aufs Podest fahren. Ein riesen Applaus. Und sie sind immer fair, sie sind immer anständig. Vaio E-Team. Mit dem Liu kombiniert. So haben wir die Saison letztes Jahr abgeschlossen, so fangen wir die neue wieder an, so darf es doch sein. Ja, mittlerweile sind es fast Geschwisterte von mir. Ich warte immer noch auf einen Adoptionsvorschlag. Nein, also wirklich, es sind mit anderen hier seit 2003, 2004 seit wir die Rennen veranstaltet, gefühlte 60 Millionen Runden bis zum Mond und Retour. Ich schätze das von Herzen, bei allen. Aber sie haben glaube wirklich, wenn es hochkommt, 3 Rennen verpasst in 20 Jahren. Ein riesen Applaus für Bambi Racing, Balati Racing. Ja, wenn ihr noch das Fazit abgeben. Ich habe es mir anders vorgestellt. Fazit, ja. Ich denke, es wäre mehr drin gewesen. Schön, dass ihr auch alle weggehen. Es sind ja nicht alle Teams davon gesehen heute. Der Benny hat es verdammt gut gemacht, muss man sagen. Das ist im Rucksack gehabt. Benny war Maschine. Benny ist Maschine gewesen. Nils hat es auch verdammt stark gemacht, für das er das erste Mal da so ein Endurance-Rennen mitgemacht hat. Und ich bin auch eigentlich auf uns 3 stolz, dass wir eigentlich relativ konstant sind. Also ich denke, wir können uns nicht viel vorwerfen, die Strategie war gut gewesen. Wahrscheinlich haben wir Kartpech gehabt. Vielleicht, wir wissen es nicht. Jetzt geheißen. Ja, dann müssen wir einfach so ein. Wir wissen es nicht. Aber uns ist sicher nicht gelegen. Dann ist das einfach so ein. Dann sind wir top motiviert fürs nächste Rennen. Dann eine schnellere Karte und dann wird das gut. Aber ja, ich bin gespannt und zuversichtlich auf nächsten Monat. Und mal schauen, wer dabei ist. Mal schauen, ob der Robin rum ist. Er hat gesagt, er probiert. Gut. Das war es. Adi Messi. Bist du immer noch aufnehmen? Ja, sicher. So, ich mache jetzt auch noch kurz eine Abmoderation, weil ich nicht weiss, wie die letzte Szene im Video so überkommt, wenn das Ende wäre. Darum mache ich jetzt auch noch kurz die Abmoderation. Ich werde einfach zuerst mal ein grosses Dankeschön sagen an Carp, an Wolle, an Mike, sein ganzes Team, das dort das Ganze wieder gemanagt hat und auch wirklich einen super Job gemacht hat. Es hat wieder mal sehr viel Spass gemacht, dort mitzufahren. Auch das war jetzt für uns persönlich das erste Mal, wo wir ins Nachtrennen reingegangen sind. Das war auch sehr, sehr speziell für uns, aber sehr unterhaltsam. Wir haben ein bisschen Pech mit unserem Kart wahrscheinlich, der ist nicht so gut gelaufen, beziehungsweise hat ja, nicht gerade Runde für Runde, aber immer mehr und mehr ein bisschen abgegeben von der Leistung her scheint. Aber ja, wir sind jetzt der zweitletzte geworden. Ist halt so, wie gesagt, der Spass war gleich mega da gewesen. Wir haben mega Freude gehabt. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass du das Video bis dahin zugeschaut hast oder angeschaut hast. Und dann würden wir uns dann wieder im nächsten Video sehen. Und bis dahin wünsche ich dir ein schönes Tag. Mach's gut und ciao!